Der Sarah, sein Bruder, mag nicht zu ihrer Hochzeit kommen, aber ihre Mutter backt einen neuen Kuchen und danach wird ein Holztaus geheiratet und gefeiert und der Pfarrer geht auch sein Segen dazu. Und alle machen sie auf und auf dreckert mit den Farbbeuteln, wo umeinander geschmissen werden. Danach sagt der Sarah, seine preisische Alte, dass sie nimmer studieren mag und zu Lansing bleiben wird. Aber ihrer ist das gar nicht recht. Der Chris und sein Vater können sich vor lauter Fressgier nimmer zurückhalten und essen der Leni sein Kuchen weg. Drum bauen sie ihr einen neuen. Aber der wird nix. Und damit, dass sie sich nicht blamieren, schmeißen sie das Fleiß vor ihren Augen am Baum runter. Also, dass nicht auffällt, dass er daneben gegangen ist. Am Schluss stellt sich aber nachher raus, dass der Kuchen nicht für die Leni gewesen ist, sondern für die zwei selben. Eine alte Freundin von Sascha, eine preisische Spirifankin, schlägt zu Lansing auf und treibt ihren Hokuspokus mit ihm und seiner Alten in der Schwyz hitten. Aber das ist und bleibt ein Humbug und ein Firlefanz. Ein lästiges Wimmerl sagt sie an bei den Rolli und seiner preisischen Gspusi und das taugt ihr gar nicht extra, weil sie ins Schauspielhaus gehen wollten. Danach, wie es nachher schon zu spät ist, sagt sie sich auf einmal wieder ab. Der Hubert verliert eine Schneidstierche und der Michi verbindet damit seiner Alten einen blutigen Finger und sein Bub schneidet sie ein und danach geben sie ihm wieder zurück und für das kriegen sie von ihm ein neues geschenkt. Der brutale Mörder vom Vogelhof möchte seine Kinder wiedersehen, samt denn, dass er denen einen Onkel umgebracht hat. Und Kathi hilft ihm auch noch dabei.